Laatste zondag dan wie hier in de Noah, ik würde sagen, eine drieste Botschaft, dat wie eine Einladung für uns. Und uns hoffen sein, dass uns Glauben soll nicht bloß für Sonntag sein. Ich trouble, was ich verken sei in mir und in ordentlichen Christen ist das. Du sind Tiden in uns Leben, wo das sehr dreig ist, und du sind vielleicht Tiden in uns Leben, wo wir wenig von Gott wollen. Aber wenn es Sonntag ist, dann stellen wir uns fernab, vor wir in der Kirche, wir sitzen hier ruhig, und wir stellen uns so ab, dass alles ist fern. Und Jesus raubt uns den Weg zum am nachfolgen. Und wir wollen sein, wo diese Botschaften mitpassen dann mit unserem Mission Statement, und das ist zum Menschen leiden, zum Jesus Christus nachfolgen. Und der Raub für uns ist, wir sollen Jesus Christus nachfolgen. Nicht bloß in einem Glauben, nicht bloß sein, das ist, was ich glaube, das ist fern, ich mag davon, aber wirklich Jesus nachfolgen. Und von der wir sein, der zweite Part von was meint, zum Jesus nachfolgen, und dort ist Jesus persönlich Kjanen. Und ich würde Ihnen fragen, kann je Christus wirklich, was wird je sein? Vielleicht noch eine Frau wird sagen, kann Christus die? Ich habe noch niemals in Christ bejaht, wer war die gebunden ist. Was wird nie sein zu dieser Frau, was du bei Jesus besser lernen kannst. Wenn du die Heilige Geist in dich hast und du bist wahr geboren, du wirst es zu verlangen haben. Du sollst es zu verlangen haben. Und du hast nicht in Christ, was nie wird sein, ich will nicht Christus besser lernen können. Ja, das sind Zeiten, wo wir uns mit Ängsten tun, um Jesus besser lernen können, wenn wir weit nicht kriegen, was wird Jesus uns wiesen? Was für eine Herrlichkeit, wo ich beleben, aber wörtlich, wie von Horten, wie wir in Christus gehören, wie haben verlangen, um Jesus besser lernen können. Und ich will uns von der Maut merken, wer wir den Verlangen noch gehen. Wie kann Mea von Jesus? Wie kann Mea von Jesus? Wie kann Jesus besser lernen können? So, die Verse, die wir von der wollen durchgehen, sind in Filippa Kapitel 3, 1 bis 16. Und in dieser Verse, wo wir ein klein bisschen sagen, wo kann wir Jesus Christus besser lernen können? So ein klein bisschen den Kontext von dieser Verse in Kapitel 1 von Filippa redet Paulus von, wer Christus wirklich ist. Er ist der allmächtige Gott. In Kapitel 2 sagen wir sind nicht gerat durch, was wir tun, aber bloß, was Jesus Christus hat getan für uns. Und dann in Kolosser Kapitel 2, 2 bis 3, sagt Paulus, ein bisschen so, was sein Ziel ist, und das ist nicht in Filippa, aber das ist in Kolosser, was sein Ziel ist für die Kirchen, zu wem er schreiben wird. Und das ist sein Ziel für uns auch, und das ist Gott sein Ziel für uns. Er sagt, Kolosser Kapitel 2, 2 bis 3, sagt es dort. Mir ist dort darum zu tun, dass je von Horten mutig worden und Leib verbunden sind. Ich möchte auch, dass je in jener Erkenntnis wachsen und fast worden. Und Gott sein Geheimnis, dort als Christus, immer besser verstehen lernen. Gott sein ganzer Schatz von Weisheit und Erkenntnis Licht in Christus. Er braucht das Wort hier Geheimnis. Und ich glaube, für viele von uns, dass Jesus Christus besser lernen kann, als in vielen Wegen ein Geheimnis für uns. Wir denken an so eine Männer, die der Port gehen und der Port leben, die tragen sich diese lange, schwarze und grüne Rock an. Die sind Monks, die gehen in Port, und das ist ein Geheimnis, der Segen dafür, und bloß ein paar Menschen fingen dort. Jesus persönlich lernen kann. Was Paulus sagt hier, das ist nicht ein Geheimnis in seiner Weich, was wenig Menschen wollen das fingen, das ist ein Geheimnis in der Weich, dort wir wollen das nicht fingen, bitte dort Gott uns dort wiesen wird. Und weißt ihr, Gott hat uns dort gewesen. Wo können wir besser Gott lernen kann, persönlich lernen kann? Was sagt es hier? Durch Christus. So, wenn wir Christus lernen kann, dort erst das Geheimnis von Gott lernen kann.
Sag wir uns von der Mut merken, wir dürfen nicht irgendwas verschieden, besonders in eine verstärkende Wortheit finden. Wir müssen uns was finden in Christus und dadurch, wo wir Gott persönlich wieder lernen können. So, in dieser Vers in Filippa Kapitel 3, 1, was sagt, wir wollen vielleicht nicht alle durchgehen wegen Zeit, aber in der ersten Vers sagt Paulus, warum er das geschrieben hat. Er sagt dann wieder, meine Brüder, freut euch im Herrn. Mir fällt dort nicht schwer, euch das einmal weiter zu schreiben, durch der, wo ihr einmal sicher. So, er sagt hier, freut euch im Herrn. Ich will uns von der Mut merken. Wenn ihr hier seid und ihr bremst checken, ich will nicht so freundlich checken. Warum? Jesus besser lernen kann, dass jetzt scheint. Das jetzt scheint, das jetzt eine Friede. Wer war uns Freund mit? Wir sollen nicht bis rumgehen mit langen Gesichtern und sagen, ja, ich will mal Jesus besser lernen kann. Nee, wir freuen uns, dass wir können, Jesus besser lernen kann. Freut uns, dass Jesus Christus ihn glauben wird und ihn kreuen wird, zum Anbeter lernen kann. Und dann sagt Paulus hier, ich finde das nicht schwer, das einmal weiter zu schreiben. Und so soll er auch zu uns sein. Wir finden das nicht schwer, da mehr von reden. Und das ist ein Thema, was die wollen von mir hören, ist wichtig für mich. Und ich gerne dort, dass die wollen Jesus Christus besser lernen kann. Das ist, worum ich diese Versen überreden darf. Dort erst mehrlich für jeder eine von ihnen Jesus Christus besser lernen kann. Gott lernt ihn dort. Jesus lernt ihn dort. Weil wir nur folgen. Aber dann redet Paulus von der Weg, wo wir nicht Jesus besser werden kann. Der zweite Vers sagt es dort, wird ihn von der Huing, der in die Beise Arbeiter, für die dort den Körper verschneiden wollen. Hier ist Paulus mit Huingsch. Er nennt diese Wässer lehrerisch in der Tjork Huing. Warum würde er diese lehrerisch Huing nennen? Huing zu der Zeit, die wären nicht so eine Schmacke, jetzt kam der Huing, was wir fertig haben. Da wären sie der Huing, was der Begass wären. Alle wegen, wo das Schwein schwer, die wären Schweinchen, die wären voll Krankheit. Und er teilt wer die Beschneidung lehren dann, so dass die wer Schweinchen Huing sind. Er nennt die beise Arbeiter. Was denn diese beise Arbeiter lehren? Die lehren, dort wie kann bloß Jesus Christus besser lernen kann durch die Beschneidung. Und ohne Weg zu sein, der einzige Weg, dass wir wollen besser Jesus lernen kann, ist durch die Gesetz besser haben. Und Paulus sagt hier, sei Huingstau, das ist nicht der Weg. Und ich will Ihnen von dir auch sagen, die Bibel sagt uns von dir, wir wollen Jesus besser nicht lernen kann, durch die Gesetz besser haben. Das ist allmählich. In ohne Weg zu sein, das schafft jenen Jesus Christus besser lernen kann. Wenn uns Ziel ist, die Geboten und die Gesetzen besser zu haben, so dass wir wollen besser Jesus Christus kennen, das trägt uns von Jesus weg, was nur an. Das wir nicht ordentlich verstehen, dass die Bibel nicht ordentlich verstehen, das meint nicht, dass wir nicht sollen, die Gesetzen prüfen zu haben. Was die Bibel lernt, ist, dass das nicht, wodurch wie Jesus besser lernen kann, dass ist eine andere Weg, wodurch wie Jesus besser lernen kann. Und dann Paulus bringt sich selbst zum Beispiel 3. Er sagt, willst wie sind die wörtlich beschrieben sind? Wie deinen Gott in Jesus und seine Frau in Christus Jesus. Und wir verloren uns nicht ab uns selbst. So, was Paulus hier sagt, ist, ich habe geprüft und ich sehe unter dem Gesetz, ich sehe bestehen, ich habe in der Wahrheit geprüft. Und für mich macht das mich nicht froh. Er hat gelehrt, er kann sich nicht verloren an sich selbst. Und dann wieder sagt er, wenn er Wort haben könnt,
Hij wir von der Beste, von der Höchste, der beste Juden. Hij wir am achten Tag, wie hij beschneden. Hij wir von het Volk Israel. Hij wir ein Pharisäer, der wir von der wie der erste Nachfolger wir von den Judens Glauben. Hij wir so ivrig voor de Wahrheit, wat hij in Glauben deed, en het Gesetz te houden. Hij ging in de kerk, verzagt de kerk, en weer op de Christendom te maken. En dan zegt hij ook dat hij de Gesetz wat gerechtigd heeft, en hij weer fehlerloos in dat. En alle dat vindt hij kwam niet dichterbij te God. Ik geloof voor ons, vele van ons dietje, dit is ons Fehler. Maandag kan bramen, wie zijn waar we geleefd hebben, wie zijn nu waar ik beter zijn, nu waar ik dollar proeven, nu waar ik mijn leven ändern, dat ik waar nu beter leven. En jeder werk ving ons weer aan denzelfde cirkel. En dan kwam de nächste maandag en dan zei we, deze werk waar ik beter, deze werk waar ik beter. En Paulus leert ons hier, dat is niet waar we beter Jezus leren kan. En 7, bei 8 sagt er wieder, aber wat dan van mij gewinnen meint. Zij ik nu in Christus zien hoven als verlieren aan. Maar als dat, ik zij al dat aan als schoden, wanneer ik door mij vergelijk, wou even alle maßen. Veel wird mij dat is, dat ik Christus Jezus als mijn Herrn kent. Wils ik Christus Gott zie, zij ik dat alle aan als schoden en als drank, en wel mo Christus gewinnen. So wat Paulus hier sagt, is, hij heeft dat ordentlich geproefd. Hij heeft geproefd, der die Gesetzen houden, der den achten Gesetzen houden, en real houden te zijn, Jezus Christus später nog volgen. Hij sagt dat halt nicht. Wieder, hij sagt, dat wird hem schoden. Dat wird hem schoden. So wir waren nicht richtig verstehen, dass Gott seine Gesetze halten als richtig, das ist nicht, was er hier sein wird. Aber er sagt, wann dort der Weg ist, wo der wie Gott proben zu kennen, wie kommen im Eng, das ist zum Schoden. Wo schafft er denn uns? Ich glaube, ein von den größten Dingen, was viele Männer nicht haben wird, von Jesus Christus wirklich kennen, als sie haben groß genug Glauben an die Erkenntnis von der Bibel, dass terughouden wird von wirklich zu Jesus drehen. Die haben, in Englisch wir sagen, just enough religion that they don't need Christ. Die haben groß genug Religion, dass sie nicht feilen, dass Christus fehlen wird. Aber er sagt hier, ich tue das alle als Drank und Schoden. Wann ich das vergleichen do mit Jesus Christus kennen. So das ist, was wir sollen heran sein. Das ist, was wir sollen ans Ziel veranstellen, Jesus Christus kennen. Das wird kennen, das kommt von das Wort Genosse. Und wenn ihr in der Bibel die Glaubenslehren, was die Kirche in den ersten 100 Jahren mit kämpfen, da wir Gnosticism, das ist das selbe Wort, das ist zum Weiten. Zum Weiten. Und das Wort meint nicht bloß dort, wie wir ein Buch lesen und dann weit wie Dinge. Das ist eine Erkenntnis, das ist ein Verständnis, das ist Weiten, was in Porthafen das persönlich annehmen und ausleben. Zum Beispiel, was Weiten ist ein bisschen so ein Baum. Wir können Dinge wörtlich in unsere Gedanken weiten. Wir können eine Erkenntnis haben in uns Gedanken von Wort. Aber vor dass wir dort wörtlich beleben, dann können wir dort wörtlich nicht. Ich habe das Beispiel mal angebracht. Wir werden alle dort unseren Partner verlieren, der dort wird sehr schwer sein. Wir gründen uns dafür. Uns sittert, das wird nicht scheinen.
Dort weit wie. Wo de zetten van deel zijn weer poort nach Han begroeft. En je weiten dort ook, aber je weiten dort een veel diepere weg. Als die wir dort nicht beleefd haben. Beide weiten dort. Aber einer, der da viel doller persönlich kennen, was dort meint. Das ist die Anladung für uns. Dort ist nicht dort, wie bloß Jesus Christus weiten, dort ist dort, wie Jesus Christus kennen. Und dort kann wir nicht bieten, dort wieder persönlich beleben, dann was das ist, zum am kennen. Kannst du Jesus Christus in seiner Diaper weg? Hast du eine Verlangen, Diaper zu gehen in Arm? Hast du eine Verlangen, dort Jesus Christus den beste, beste Freund ist? Hast du eine Verlangen, dort, wenn du die selbst hingeben darfst und deine Sünde aufsehen darfst und deine Sünde anbringen darfst und dort utlaschen darfst, dort du die Gemeinschaft kannst Diaper beleben. Dort kannst du. Und Jesus lernt die dort. Und er sagt wieder, er teilte alle das Drang, die Ersatzen haben, hängst Jesus Christus kennen. So hier sein wird, dort ist nicht dort die Ersatzen sind schlecht oder artig. Dort ist, wenn er dort verglichen wird mit Jesus persönlich kennen, dort ist nicht mehr zu vergleichen. Diese Gemeinschaft mit Jesus Christus am persönlich kennen, wenn ihr dort belebt habt, ihr weiten, was das ist. Du hast nicht Beter, du hast nicht Diaper, du hast nicht Seiter, du hast nicht, was mehr Kraft hat, als Jesus Christus persönlich kennen. Matthäus Kapitel 13, 44 bis 46, ja, Jesus in Gleichnis von was das meint. Met dat Himmelreich ist dort so aus in Schoß. Der ab der Stab begroeft ist, den dem Mondfunk en verstuurk en in seine Freiheit hij alles verkauft, was hij hat, dort staat lohnt kauf. En dort stek lohnt kauf. Dort ist der Himmelreich ook met alle Handelmann zu vergleichen, die nur feine Perlen sagt. Die dann, als hij eine sehr wertvolle Perl fand, ging und verkauft alles, dort hij dort hat, und kauft die. Was Jesus hier sein wird und was Paulus uns hier sein wird, dort Jesus Christus kennen, ist mehr wert als alles, was wir beleben können in diesem Leben. Wenn wir dort vergleichen mit Jesus kennen, mit Gemeinschaft mit anderen, mit Rechtworden, mit allen Sorten Schafen, wir sollen sein, wenn ich das vergleichen, das ist Drang, Jesus Christus kennen, dort ist die Pearl. Dort ist die Chance, was in die Fleck begroeft ist, was wir wollen alles abgeben. Bloß mit Jesus sein. So, wo fing wir das? Paulus wird uns wiesen, er hat uns gewesen, da kommt nicht der Wolken, da kommt der was ordnet. Nein, der Pfarrer sagt er wieder, ich will in Arm sein und nicht mein einen Gerechtigkeit haben, der dort gesagt kommt. Ich sagte die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus kommt. Dort ist eine Gerechtigkeit, die Gott mir zuspricht, wann ich an Jesus glaube. So der Grund für Jesus Christus kennen ist nicht der Gesetz, der ist nicht unsere eine Gerechtigkeit, der ist Christus Gerechtigkeit. In Ordnung zu sein, bloß die, wir waren geboren sind in Christus, Tragestalt für Gott in Christus, kann in dieser persönlichen Weg Jesus Christus kennen. Wenn du nicht in Jesus Christus nur vor ihr bist, wenn du nicht wahr geboren bist, du wirst niemals und du kannst niemals Jesus Christus persönlich kennen. Warum? Deine eine Gerechtigkeit und welcher du kommst, steht in Stich. Jesus Christus mögen Weg, aber dort er kann, dort wird uns in Stich stand, wegnehmen und wird ordentlich
handstellen, dass wir können diese persönliche Gemeinschaft haben mit Jesus Christus. Und dort ist der, hij neemt onze ongerechtigheid weg en zet zijn gerechtigheid über uns, dus naar dag. Zodat, wenn Gott nur uns kijkt, hij sieht nicht unsere Sinn, hij sieht nicht unsere Fehler, hij sieht bloß Jesus Christus zijn vollkommen, perfekt Gerechtigkeit. Wir sind nicht perfekt, wir haben keine Gerechtigkeit, aber Jesus Christus hat eine Gerechtigkeit. Und durch ihn sind wir gerecht vor Gott. Ich denke, dass vielleicht mal, wenn die kleine Kinder wären, vielleicht sei ich noch kleine Kinder und ich denke dort, die haben einen großen Fehler gemacht. Vielleicht sieht die Mama, sie muss schmack, hier mal Raumtauben, und neben dem möchte ein großer Fehler berühren wird von den Vater. Und vielleicht passiert das smorgens all. Und dann sagt die Mama ein Wort, und kein Kind will hier, wacht bloß, till Vater in das Haus kommt. Nicht so? Und den ganzen Tag ist verdorben. Den ganzen Tag ist verdorben. Das ist ein Kind, wie kann man nicht ohne denken, als dort wird Vater wird sein, wenn er zurückkommt. Und dann sieht den Tag nicht schein. Kommt der Vater in das Haus, vielleicht ab Ungarszeit, mit wir den Vater gehen sein, dort wir tun haben. Der Vater, der mit schaffen, trägt das. Der hat alle Ertrag merken. Vielleicht wird eine Belehrung, wird eine Vergebung. Und dann der Vater den Kind anfoten und sagen, das ist nicht alle bereit. Wenn ein Unterschied ist nicht in der Falling von Vermittag, aber nur Ungers. So ist es auch mit unserer Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir nicht in Christus sind, dann sind wir so ein kleines Kind, was sich fürchten, dass der Vater wird zurückkommen. Wenn wir in Christus sind, dann ist alles durchgeredet, ist durchgearbeitet, dort wir können den Seite Gemeinschaft haben mit dem Vater und mit Jesus Christus. Und so ist es wichtig, dass wir wahre geboren sind und dort wir Christus seine Kinder sind. So das ist der Grund von Jesus Christus kennen. Wenn wir dort nicht haben, dann wollen wir Jesus Christus niemals persönlich kennen. 1. Johannes Kapitel 4, der 18. Vers sagen, wir brauchen uns nicht fürchten vor einer, der uns wirklich Gott ist. So als er uns rein Gott ist, merkt alle Angst in uns unnötig. Wer sich noch fürchten wird, dem ist der Leib noch nicht tüßig geworden, wird fürchten, dass einer sich verstraft. So, wenn du dich noch fürchten lässt, für Gott, dort hängt dann vielleicht zwei Dinge. Erstens ist, du bist nicht reich mit Gott. Du weißt, der steht dort ein Stich. Und du merkst die Entscheidung dort nicht abzuriemen. Und du wirst nicht kennen, Jesus Christus persönlich kennen. Das ist für dich, wir noch niemals Jesus angenommen haben, das ist das persönliche Heiland. Und das ist für dich, wir in Christus sind, und der Jesus in sich haben, aber den Jesus aufsehen, so dass sie das Sinn wieder leben. Die Gemeinschaft mit Jesus Christus wird da nicht möglich sein. Aber der zweite Part ist, dass wir dort wirklich nicht vertrauen, was die Bibel uns lernt von wer Gott ist und was er getan hat. Ich bin jeden vierten Christen, was sie gegeben haben, was Jesus angenommen hat, und wer wahre geboren sind. Die haben Jesus in sich, aber sie wollen nicht und sie können nicht dort nicht annehmen, dort Gott wirklich Gott ist. Die denken zu sich selbst, mit mir ist das nicht. Mit mir ist das nicht. Und wenn wir uns selbst nicht annehmen können, ja, ist es uns annehmen wird, dann wollen wir nicht können, dass wir Gemeinschaft haben mit Jesus Christus. Die Angst, die mal rückgedreven, weil der wir dort annehmen, dann der glauben, dass Jesus uns wirklich Gott ist. Und dann in 10. Vers in Filippa redet Paulus wieder. Er geht hier dieper und dieper und dieper. Er sagt es dort. Ich will diesen Christus kennenlernen in der Kraft, der
die hij van dood opstond. Ik wil met zijn lieden wat om dood bekend worden. En zo met hem im dood gelijk worden. So hij zegt hier, hij wil diesen Christus kennenlernen. Diese persönlichen Genosse. Eine diepe Erkenntnis en beleving van Jezus Christus. So hij redt van twee dingen wat we worden bekennen en leren kan door Christus. De eerste is de kracht die hij van dood opstond. Dit is dezelfde kracht wat ons leven veranderen deed. Dit is dezelfde kracht wat Jezus Christus van dood opwierp. En Paulus deed het in orde van zijn brief. Dit is de kracht wat een mens nemen deed, wat verloren in zijn zinnen is, wat vervelen is en geen kracht heeft en geloof is te zijn, die jeden vriend te killen, dat de persoon vrij is in Christus. En dezelfde kracht brengt een dood mens, wat dood in geest is, om een geestje leven en door de ware gebeurt. Dit is de kracht van de opstanding. De vrouw verdient is van jou, beleefst u deze kracht in je leven. Leefst u in deze kracht. Dat is niet die ene kracht, dat is God zijn kracht in die. En dit is de kracht wat we alle willen. Maar het tweede part is ook een ding wat we beleven doen, wanneer we Christus beter leren kennen. En dat is ook, hij zegt, ik wil met zijn lieden wat hem dood bekend worden. Worden ze beetje denken, Paulus, bist du alle door? Bist du die werkelijk dit leren kennen? Hij zegt, ik wil zijn lieden leren kennen. Wanneer we dit lezen, dan is dit een verlangen wat we hebben. Ik wil met zijn lieden wat hem dood bekend worden. We staan ons zo op, als Christen hier in Canada en Noord-Amerika, we staan ons dat zo makkelijk op als wat we kunnen. We proberen ons dat zo aan te staan, dat we niemand wat zwaarder durven brengen. We doen ons alles in het kerk zo aanreiken, dat het zo makkelijk is, dat het dat kan zijn. En kan ik zijn, we als Christen staan ons op, dat we bloos worden Jezus geven wat ons dat passen deed. We worden bloos wat niet proeven wat ons dat schijnt. We worden bloos in het kerk met deinen, wanneer we tijd hebben. We hebben het zo makkelijk. En hier, dit uitzicht wat Paulus heeft, en dat is een uitzicht wat we ook moeten hebben, wanneer we willen Jezus Christus persoonlijk kennen, dat we aan dank zijn met lieden. Wat Paulus hier van reden deed als lieden voor den geloven, maar ik geloof ook, we kunnen zijn, wo ernsten lieden, wellig zijn te lieden met Christus taub, ons dichterbij brengen der te Jezus Christus. En we weten wat het is in ons in het leven. We weten dat vele van ons hebben Jezus Christus beter leert kennen, bloos door de zware tijden. Dat we in de zware tijden, wo we Jezus Christus bekennen en leren kennen als een vriend. We wissen aber, dat Jezus Christus weer dichtbij die we een zware tijd doorgingen. Om naar deze tool, wo we doorgingen, en we wissen niet wel wieder, dan bejen Christus ons door en we kennen dort en we genossen dort zo te zijn, de diepe lijf van Jezus Christus. De kerk angst je niet voor de zware tijden. Angst je niet voor de lijden. Angst je niet van dat wat God wordt je in je doen in de zware tijden, in de diensten toon. Jezus is ons God en hij is persoonlijk. Hij wordt zich persoonlijk openbaren. En dan wieder sagt hij, er is nog immer meer en meer te weten. 12 sagt hij niet dat ik alle heb, oder du een volkomen zie. Aber ik doe alles wat ik kan, dat te houden krijgen, wo Christus Jezus mij al te houden heeft. So Paulus zegt hier, ik had het niet alle te houden. En ik wil het tauschen.
Ich kann das auch noch nicht alle. Ich bin noch nicht so deep in meine Gemeinschaft mit Jesus, wo ich will sein. Und ich weiß, die sind auch nicht. Aber ich tue alles, was ich kann. Wir wissen, wir sind auch nicht vollkommen. Wir kennen Christus doch nicht so gut, als was wir kennen. Aber wir tun alles, was wir können. Ist das, was dein Ziel ist? Dass du alles das, was du kannst, Jesus besser persönlich lernen kannst. Und dann 13 sagt er wieder, Brüder, ich sei mir nicht dafür an, dass ich das all zu halten habe. Aber ehrlich da ich vergeet wat hinter mir liegt, und ich reg mich uit zu dort, wat für mich ist. Ich jag ab den Ziel los, den Priester kriegen, wozu Gott mich von Himmel in Christus Jesus gerufen hat. So, was sagt er hier? Wenn wir noch nicht alles zu holen haben, wenn wir noch nicht Jesus Christus kennen, dass wir wollen und so wir können, was sollen wir tun? Wir sollen vergeten, was hinter uns ist. Und wir sollen verder kicken, was für uns ist. Das sind zwei Dinge, die in uns Hintergrund sind, die uns werden zurückholen wird, von Jesus Christus später nachfolgen, das sind das. Die erste ist, dass wir sein bloß die Fehler, unser Sinn, wo wir gelebt haben. Wir sein, wo wir gehört haben. Und wir schämen uns damit. Und wir denken uns selbst, ich schäme mich mit das, du wegen mit Gott sich auch schämen mit meinen Sünden. Aber der Schämen und der Sinn und der Scham, der ist alle im Krieg genäht und der ist durch von der und auch noch. Und der ist berufen mit Jesus Christus. Und wir machen dort, was in uns hinter uns liegt und hinter uns loten. Und dann, ich glaube, das ist noch ein Ding, was viele Christen zurückholen wird. Und dort ist, dass wir denken an the good old days. Wir denken mal, was das wir. Wann wir würden das so haben, als wir das erschauen. Uns denkt, dass wo Gott geschafft hat. Wir denken an Krack der Leider, was wir singen. Wir denken an Krack und der Prediger, was gepredigt haben. Wir denken an, wo scheint das wir. Lieber Freund, wir leben nicht in gestern. Wir leben in von dir. Und wir leben an, was Gott uns morgen wird geben. Wenn wir nicht zurückkicken, was wir haben und was von wo wir kommen, werden wir weiter kicken, was Gott uns geben wird. Gott hat für uns eine tiefe Gelegenheit gegeben, am besser zu kennenlernen. Wir wollen von dir nicht einen Schlusslight haben. Wir wollen probieren, uns Zeit zu holen. Ich will uns eine Jesus wiesen von dir. 14. Vers sagt, dass ich ab den Ziel los den Priester kriegen. Was ist den Priester? Johannes Kapitel 17, der 3. Vers sagt, dass ich wird leben als das, dort sei die, den einzigen wahren Gott in Christus Jesus, den du geschickt hast, kennenlernen. Dort ist uns ewigen Ziel. Dort ist, wo wir haben wollen. Dort ist das Wort Jesus Christus uns gerufen hat. Uns bekehren ist nicht die Finishline. Dort ist nicht die Eng. Dort ist der Anfang. Wenn wir uns mal mitten in Bild malen, ein Beispiel malen von einer, der sich reinmerken wird von der Reise. Das ist eine Person, die geeift hat, und er eet, was er soll, und er trinkt, was er soll, und er merkt sich rein, und sein Körper ist ganz rein, diesen Reis reisen. Und der kam von der Reise, und er lässt sich führen, er will sich nicht anstrengen, dass er nicht diesen Reis gewinnen kann. Und dann kommt er bei der Starting Line, den Anfang von der Reis. Und wenn der Reis anfangen wird, lieber aus den Reis ranen, jeder sich durchsaten und wacht, dass die Orde kommen, zum der Finishline.
Und dort ist ein Beispiel für uns. Viele von uns haben eine Bekehrung gemerkt. Wir haben uns ganz recht gemerkt, wir haben Jesus Christus angenommen. Wir sind bei der Starting Line gekommen und wir denken, das Reis ist nicht vor dich. Und lieber Freund, der Reis ist nicht vor dich. Der Reis ist, jeder Tag ran, verweicht, Jesus Christus besser lernen kann. Und wenn du noch einen Odem in deinen Lungen hast, dann ist dein Reis noch nicht vor dich. Du hast noch mehr zu lernen, du hast noch mehr zu mir kennen, du hast noch mehr zu beleben von Christus. So, lieber Freund, 15 und 16 Jahre uns wiedermaut. Alle, die mir auch vollkommen in Glauben sind, soll gesonnen sein. So, wenn wir denken, wir sind mature Christians, was soll wir nur sein, dass wir da gesonnen sind? Wo? Jesus Christus lernen kann. Und wenn wir in irgendwas unterstehen, Gott wird uns zu einem Tag offenbaren. Über den 16. Vers sagt, aber Herrn, du nur aus der Gnade gegeben, du nur will ich auch leben. Ich will von dir schließen mit das. Diese Botschaft, das weist uns nach Jesus, das weist uns, wo wir hin wollen. Der weist uns eine Gelegenheit, wo wir jeden Moment in Christus sind, in jedem Moment Jesus Christus beleben, aber wir sind noch nicht da. Und wir denken vielleicht zu uns selbst, ich weiß nicht, wo Gott auch Christus mal kennen, so dort ich ein Ändernis kann merken in der Welt. Ich will uns von der ermutigen, wo immer du bist, und mit deinem Wohnen mit Jesus Christus, lebe dort bet uit. Wir will sagen, dass ein 10 Kilometer Reis ist. Und du das erste paar Stopp genommen hast, du hast so was von Jesus Christus, was du hast. Du hast so was von Jesus Christus, was du kennen hast. Lebe dort uit. Kijk nicht bloß fertig weg, nur was du noch was kriegen. Und bis rumsetzen sie zu seinen Wachen. Lebe dort uit, was du hast. Treasure it. Tal dort verwirrt, was du auch hast. Wenn du Jahren in Christus bist gewesen, und du der 5. Kilometer bist, oder 6. oder 9. Tal dort viel wird, was du hast. Lebe dort uit. Tal dort viel wird, dort was in Christus ist. Und kijk allemaal verder weg, naar wat u was nog kriegen. We hebben nog sluiten im Gebet. Jesus Christus, wir zijn dan dank von dir für diese Raub, was du uns gegeben hast. Diese Raub, dass wir die besser lernen können. Und Jesus, von dir, das ist nicht stark. Wir geben uns Herrn. Wir wollen uns Herrn geben. Und wir wollen mehr von dir, wir wollen mehr von Jesus Christus. Und Gott, wenn du von dir Sinne sehnt, wer das sein dann. Ich will mehr von Jesus Christus. Heilige Geist, in deine Gnade, komm und schaff in uns. Wag diesen Verlangen ab. Gib uns ein Gängen wird von Jesus, dort wir dort wörtlich kann fühlen. Wo schein und wunderbar diese Jungen wird es. Jesus Christus, wenn du auch so eine Sand von der werde, sie kann in Hort sein, dort sie Dinge haben, dort in Stichstunden, Gott von der schaffen an, dort sei dort abgeben kann, und frei kann sein in Jesus Christus. Wir beten alle das in Jesus Christus in Namen. Amen.